Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig und ich dummel mich jetzt ein bisschen, damit ich da runterkomme. Taschenlampe, dankeschön. Dann schauen wir mal, dass wir das alles noch irgendwie sauber über die Bühne kriegen. Ich bleibe jetzt auch nochmal bei der Pistole vorerst. Ein Wechsel bei Bedarf auf der Granatwerfer. So, also halten wir den Gaul an. Da hatten wir einer, der Überstromschutzeinrichtung. On. Hat man doch nicht auch was? Führungspersonal PC, nö, das war das. Dann war hier, glaube ich, noch irgendwas. Okay. Alles klar. Licker-Kadaver. Pfui Teufel, Licker. Was ist hier? Ah. Kraut. Können wir nicht benutzen. Na gut, wenn wir mal wieder eine kleine Verletzung haben. Jetzt ist der Bereich wenigstens auch blau markiert. Das ist doch was. So, Murph. Ach so. Error. Halte Munde Gaula. Da steht was drauf. Ich kann es allerdings nicht sehen. Ja, einfach nur... Okay, ich dachte, das wäre ein Muster, was ich beibehalten muss. So, warte mal. Murph. Ja. Ja. Probieren wir es einfach mal so aus. Jetzt ist er ja auf Murph eingestellt. Nee, will er nicht. Okay, ja, ich habe ja schon versprochen in der letzten Episode mit dem Ding, wenn wir viel Spaß schon haben. So, Murph. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich habe absolut keinen Plan, was ich hier mache. Aber ich muss die irgendwie synchron gestalten, habe ich die Vermutung, ne? Dass es dieselbe Wellenlänge gibt. Aber Shenny Musik macht's, Vorspiel Theremin. So, irgendwie. Ja. Okay. Ja. Setzen wir das Ding mal ein. Okay, jetzt will er's. Alles klar, so wird das gemacht. Ah. Wir haben Strom. Das ist gut. Sehr schön. Dann können wir jetzt wahrscheinlich auch hier durch, ne? So, kommen wir zum Serverraum. Ja, Dodo für Hämmer achtet Zugriff. Das ist gut. Hochwertiges Schießpulver. Was gibt's denn hier noch Schönes? Irgendwelche Granate? Brandgranaten, die können wir auch sehr gut gebrauchen. Ah, sehr schön. Haben wir noch irgendwelche Schießpulver? Sieht nicht so aus. Ne, haben wir wohl in die Hose geschissen. Das wird wohl nix. Okay. Dann kommt's hochwertige Schießpulver in Weiß erst einmal fort. Der kann auch rein. Hier ist noch ein Schreibmaschinchen. Da ist nix. Hier ist ein Kampfmesser. Das kann auch direkt in die Truhe rein, würde ich mal so behaupten. Sonst war's das hier. Genau, dann erst einmal rein damit. Dann wird erstmal hier gespeichert, wenn es jetzt möglich ist. Super Sache, oder? Okay. Na dann. Geht's weiter. Und wir schauen mal, dass wir jetzt so in den Bereich reinkommen zum Tiefkühltestlabor des Todes. Ja, okay, der Strom ist auch nur ein bisschen sporadisch hier. Ja, wo halt die Lichter noch nicht kaputt gemacht wurden von Explosionen oder anderen Freaks. So, da kommen wir jetzt hier in den Korridor. Oh, scheiße. Ist auch wieder absolut duster hier. Ich hasse das. Wenn es hier duster wie Sau ist.
Zumal ich auch die Helligkeit nicht wirklich hochgestellt habe, sondern tatsächlich so, wie es eigentlich von der Entwickler gedacht ist, wie die Helligkeit ist. Und damit kommt man nicht besonders weit, vor allem nicht, wenn ein Tag ist, wo die Sonne scheint und man nicht in einem vollkommen abgedunkelten Nerdkeller spielt. Okay, da ist wieder einer. Achtung. Ganz genau. Als hätte ich es nicht gewusst. Ich meine, es ist doch so, als würde das Spiel wollen, dass Leute so dumm sind und volle Kanne in die Zombies reinrennen, oder? Das ist, als würde man es provozieren. Wer macht sowas aber auch? Ohne Scheiß. Man weiß doch Bescheid. Das ist ein Zombie-Spiel. Die stehen wieder auf, wenn man drauf vorbeigeht und sie nicht vorher abschießt. Gebietet eigentlich die reine Logik, ne? Aber was weiß ich schon, ne? Zurück, Dr. Lee. Sie haben 5 neue Nachrichten. Die sind wahrscheinlich alle hochgradig spannend, die Nachrichten für den Dr. Lee. Wayne Lees Posteingang. Absender Rick Mendoza. Betreff? Was hat er vor? Kaum zu glauben, dieser Cartwright. Was für ein Arschloch. Naja, er ist der Boss. Vorerst. Egal, hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich habe das Geheimnis unten drauf geschrieben. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Absender Brian Cartwright. Betreff? Beschäftigter Typ, was? Hast es nicht zu einem kleinen Meeting geschafft? Schön. Sorg dich nicht wegen der Gewächshausinspektion. Erledige stattdessen diese kleine Aufgabe. Stell ein Budget für übernächstes Jahr zusammen. Bis heute Abend. Arschloch. Absender Rick Mendoza. Noch am Leben? Wir werden angegriffen. Es gibt Tote. Der Ostbereich ist isoliert. Mit den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo versteckt sich dieser Drecksack Cartwright? Absender Rick Mendoza. Betreff? Bitte antworte. Gewächshaus 43 dreht durch. Im Gewächshaus ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, bevor es zu spät ist. Wayne, wie halten wir das Ding da auf? Du musst uns helfen. Bitte antworte. Absender Rick Mendoza. Betreff keiner. Erinnerst du dich an Susie, die Cheerleaderin? Tolles Mädchen. Wir waren beide total verschossen in sie. Sie wollte natürlich nichts von Nerds. Ich musste noch die Comics und Spiele zurückgeben. Musste ich aber gedulden. Das scheint wohl aber eher E-Mail von ganz am Anfang zu sein, als noch alles funktioniert hat. Und die sich im Geschäft halt anscheinend immer mal wieder kleine private Mails zusenden. Kennt man ja sowas, ne? Wenn man im Büro schafft oder so. Dass man so ein paar Lieblingskollegen hat, mit denen man auch gern so ein Mail und Verkehr hier hat. Oh, natürlich jetzt die Stripperin Claire in der Tiefkühlkammer. Das passt natürlich super zusammen. Verdammt! Hätte meinen Parker einpacken sollen. Ja, da werden nämlich ganz schnell die Nippel hart. Was? So. Einfach mal ins Bär schießen. So just for fun, ne? Ich möchte hier auch nicht länger bleiben, als ich muss, um ganz ehrlich zu sein. Können wir die Lösung hier reinkippen? Okay. Der Roboterarm, der löst es für uns. Gut, dass die noch aktiv sind, die Dinger. Sonst hätten wir nämlich ein kleines Problemchen. Wahrscheinlich in flüssige Stickstoff reingepackt und jetzt ist es eisencold. Und, wie schaut's aus? Jo, da ist es. Verteilerkartusche, Unkrautvernichter. Sehr schön. Enthält Unkrautvernichter. Sehr geiler Scheiß. Vorgang abgeschlossen. Mercimo. Schießpulver. Ganz normales. Stinknormales, fußgängermäßiges Schießpulver. Okay. Das haben wir erledigt. Warte mal. Der war einfach nur dekorativ, damit er schön aussieht. Gehen wir mal an dem vorbei. Ich hoffe, mir droht kein Unbill mehr. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock mehr, dass hier irgendein Ultra-Freak nochmal kommt. Oh, jetzt kommt bestimmt was in dem scheiß Duschdache Gang. Da muss doch was kommen. Geronimo! Okay. Gut, tatsächlich mal unbeschadet. Dann gehe ich jetzt aber da lang, weil ich da eher zum Gewächshaus komme. Ich habe jetzt auch mal Hochleistungsmunition parat. Jetzt irgendein Imba-Freak hier ankommt. Oder falls
Mr. X sich entschließen sollte, zufällig nochmal vorbeizukommen. Wobei ich glaube, nach dem Intermezzo mit William ist Mr. X wahrscheinlich erstmal in Claires Kampagne weg vom Fenster. Okay, die Biester hier habe ich erledigt. Die sind verbrannt. Ich glaube, ich habe noch Brandgranate, falls wieder was kommt. Jetzt speichert's und jetzt schauen wir mal. So, Schitteböen. On? Lösung wird zerstört. Natürlich. Jetzt machen wir den ganzen Scheiß jetzt erstmal platt. Mhm. Das könnte uns ein hässlicher Cartwright sein. So Wenn viel das- zum Thema Unkrautbefall. Genau. Warnung, Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstäubt. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Niemals. Okay. Na gut, in dem Fall, halte mal eine Gaula. Behalte ich einfach mal die Brandmunition hier im Hinterkopf. Da liegt er. Okay, wenn das normale Zombies sind, dann gehe ich doch auch mit normaler Pistole hier. Jo, die sind tatsächlich verbrannt. Da ist noch ein Pflanzenmensch, der noch nicht verbrannt ist. Ne? Bit too obvious, ne? Ganz klein bisschen zu offensichtlich. Und wenn man darauf achtet, wo man rumlatscht und das sieht, dann ist das ach kein Problem mehr. So. Okay. Hallo? Ah, das hinterlässt dann mal Spuren. Und der da Typen in Dekontaminierungsanzüge sind mir nie so richtig geheuer. Okay. Sicher ist sicher. Chip. Dann kombinieren wir das doch gleich mal mit unserem Bändchen. Jetzt sind wir Führungspersonal. Deswegen, ich hoffe, dass der tote Scheißtyp do Cartwright ist. Das Antivirus im Westbereich erhalten. Weil dieser Cartwright macht einen sehr unsympathischen Eindruck als Chef. So. Es gibt Chefs, die sind echt cool und es gibt tierische Arschloch-Chefs und der zählt eher zur zweiten Kategorie. Warte mal, was macht das hier für Geräusche? Oh oh. Da sind ein paar Pflanzenmenschen hinterherkommen. Macht nix. Ich möchte mal ins Medikamentelabor. An irgendwas habe ich hier übersehen. Das lässt mich gerade nicht in Ruhe. Irgendwas hier habe ich nicht gesehen. Ich mag das nicht, wenn ich etwas übersehe. Okay, die Ränder bin ich jetzt abgelatscht. Ohne was Großartiges zu finden, zu sehen. Das ist... Kennt ihr das, wenn es sich anfühlt, als würde irgendwas querstecken? Ah, da ist was. Schießpulver groß. Wurde mir auch hier nicht angezeigt. Dann machen wir doch jetzt mal hier. Haben wir nämlich 40 Pistole-Muni wieder. Das ist cool. Das ist ziemlich cool. Okay. So. Dann, wir haben noch 2 Brandgranate. Müsste für die neue Pflanze Menschen ausreichen. Nein! Oh Gott, der ist nur durchgekommen anscheinend. Den habe ich nämlich gesehen. Der musste durchgelatscht sein. Okay, sorry. Der muss hier durch die Deerkumme sein während meiner Abwesenheit. Ich habe gedacht, der wäre da hinten noch. Aber der war offensichtlich fleißig. Wow. Okay, damit hat er mich ganz schön verschreckt, der Mistkerl. Plant People. Plant People. Alter Falter. Aber die sind 1000-mal gruseliger als im Resident Evil 2 Original. Ohne Scheiß. Die sind sowas von mehrfach brutalst gruseliger und übler, die Viecher. Okay, schauen wir mal. Es steht mich jetzt wundere, wenn hier... Ah, okay. Wenn das Ding nämlich überlebt hätte und hier noch so eine Art Mini-Boss komme wäre. Okay. Dann
Warte mal. Ah, so macht's das also. Okay, verstehe. So, dann probieren wir doch gleich mal das Ding aus. Entschuldigkeit. Byron Cartwrights Posteingang. Absender William Birkin. Betreff: wichtig, erhöhte Sicherheit. Also William ist hier definitiv der Overboss von dem Labor. Wann ist Nest ein Nest für Spione geworden? Letzten Monat 3, diesen Monat sogar 4. Und das sind nur die, die wir erwischt haben. Sorgen Sie für Sicherheit, Cartwright. Oder wollen Sie enden wie Ihr Vorgänger? Entschuldigung, einen Moment. Da bin ich wieder. Oh, das war jetzt ein Hustenanfall, der war echt heftig. Das ist, als würde es sich anfühlen, als wäre da so ein Korn drin, was man nicht loskriegt. Und da habe ich gerade einen Hustenanfall des Todes gehabt. Mit Träne und allem, was dazugehört. Alter Falter, war das heftig gerade. Okay, aber es kann weitergehen. Ich schränke außerdem ab heute den Zugang zum Westbereich ein. Ignorieren Sie alle Anfragen vom Hauptquartier, die mit G zu tun haben. Diese Schlipsträger tragen sowieso nichts zu diesem Projekt bei. Absender No Reply, automatisch generierte Mail, betreff Warnung, unautorisierter Zugang festgestellt. Unkraut vernichtet durch unautorisierten Mitarbeiter im Ostbereich freigesetzt. 4:51 Uhr, Wayne Lee. Okay, das war einfach nur die automatische Mail mit meinem Scheiß, den ich gemacht habe. Und zwar habe ich hier Wayne Lees Mitarbeiterausweis gehabt. Das heißt, der wird für den Fehler verantwortlich gemacht, der Dr. Lee. Okay, bevor es jetzt aber in der endgültige Westbereich geht, wird noch gespeichert. Alter Falter, Huste, bis man heult, ist nicht besonders angenehm. Ich denke, das kann jeder unterschreiben. Aber ich bin ja auch erst nach wie vor zu 90% wieder gesund. Ach Gott. Man schleppt den Scheiß ja immer noch eine gewisse Zeit mit sich. Das ist ja so eine Sache. Und vollkommene Genesung, das dauert alles. Das bin ich überhaupt kein Fan davon. Okay. So, halte mal eine Gaula. Du müssten wir jetzt in der Ostbereich reinkommen, aber ich glaube, dafür brauche ich sogar noch eine Stufe höher, ne? Genau, das geht nur noch mit Stufe 4. Du gehst dann wahrscheinlich direkt runter ins G-Labor, ne? Ja, ja. Da brauche ich wahrscheinlich von Annette Birkin der Ausweis. Hier hat der 2er gereicht. Und jetzt brauche ich das Führungspersonal. Hier, genau. Security Level 3. Dann gehen wir jetzt dorthin, wo nur die wo nur die Führungsriege rein darf, ums Antivirus zu finden. Genau. So, 11 Minuten sind jetzt auch schon rum. 19 Minuten. Nicht 11 Minuten. Weil es 19 Minuten und 11 Sekunden angezeigt hat. Oh, ja, da waren Umbrella-Soldaten. Die nehme ich aufstehen. Das finde ich gut. Digitale Labor-Videokassette. Eine digitale Videokassette vom Leichnam einer Spezialeinheit Soldaten. Aber einen Videorekorder bzw. einen Kassettenrekorder haben wir jetzt hier zufällig nicht bereit. Biotests Labor. Das wird ja spannend. Und eine Handgranate nochmal. Sehr schön, das sind sehr geile Subweapons. Hier speichert's. Sehr einladend. Macht richtig Spaß hier. Wo ich jetzt allerdings da mit so einem Kassettenrekorder komme, weiß ich nicht. Okay, deswegen verstauen wir das Zeug erstmal hier drin. Und Ents auch noch. Ents wollte ich auch noch checken. Ich hätte ganz gerne mal grünes Kraut. Einfach mal so just for food. Ah, nee, okay. Okay, ich habe gedacht, ich wäre eventuell noch angegriffen von einem, oder verletzt von einem Pflanzenmensch. Hier braucht's Os. Okay. Dann gleich mal checken. Os ist Anfang. So. Okay. Schöne Musik, nach wie vor. Ja. So, vielleicht.
vielleicht? Jo. Okay. Dann setzen wir nochmal so ein. Mhm. Perfekt. Drehschick. So, jetzt haben wir hier auch nämlich wieder Saft. Das Ding ist Gold wert. Das behalten wir auf jeden Fall. Ah. Da kann ich mal Videokassette machen. William Birkin Posteingang. Absender Jane Doyle. Ist das nicht eine generelle Bezeichnung für Leute, die unbekannt sind? Jane oder Jane Doyle? Ich weiß es nicht. Egal. Also für Frauen beim Kriminalverbrechen, die werden in Amerika Jane Doyle oder Jane Dole, glaube ich, genannt. Betreff Forschung an G wird eingestellt. Die Umbrella Corporation hat entschieden, alle Forschungen an G einzustellen, die im Nestlabor stattfinden. Sämtliche Gelder für dieses Projekt werden gestrichen und der Laborleiter William Birkin wird seines Postens enthoben. Absender BE. Betreff keiner. Vielen Dank für Ihre E-Mail, Dr. Birkin. Die Leitung interessiert sich sehr für diese sich entwickelnde Biowaffe. Sorgen Sie sich nicht um die Kosten. Unser Unternehmen ist das bestfinanzierte des Landes. Absender Richard Kessler. Betreff Glückwunsch. Wie ich hörte, ist G beinahe bereit. Sehr gut. Komisch nur, dass Sie nie an das Labor hier in der Umbrella-Zentrale meldeten. Aber darüber kann ich Ihnen wegsehen. Also schicken Sie doch die Daten rüber. Wären Sie so nett? Und keine Sorge, Sie haben mir mit G gute Arbeit geleistet. Aber ab jetzt übernehmen wir. Jane Dole Abmahnungsbescheid. Sie werden der Vertragsverletzung gegenüber der Umbrella Corporation verdächtigt. Es wurde festgestellt, dass Sie die Eigentümerschaft für das G-Projekt beanspruchen und unautorisierten Kontakt mit dem US-Militär hatten. Bitte antworten Sie innerhalb von 24 Stunden auf die Vorladung des Komitees. Niemals! So, jetzt habe ich die Videokassette natürlich reingeklatscht. Warte mal. Also das scheint ja jetzt wohl auch Williams Büro hier zu sein. Also da sind wir jetzt in der absolute Führungsetage gerade. So, warte mal. Digitale Labor-Videokassette, genau. So, na dann nichts wie Reide mit. Ich habe schon gedacht, wir müssten eventuell zur Kanalisation zurück. Ah, das sind die Überwachung. Ah, doch, die Überwachungsvideos und eine Helmkamera wieder von Private Martinez. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Glauben Sie, ich wusste nicht, dass Sie kommen? Das ist mein Lebenswerk. Ich gebe Ihnen gar nichts. Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Feuer einstellen! Alter! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Nett. Der hat doch überhaupt nicht wahnsinnig geklungen zum Schluss, der William Birkin. Und tja, Probe hätten sie übersehen. Die hat er sich dann nämlich injiziert, nachdem er hier abgeschossen wurde. Und dann ist er als Mutanten-Willi wieder zurückgekommen. Nicht so gut. Okay. Da hinten ist nichts mehr, außer die Schreibmaschinen und die Inventarbox. Und hier ist noch ein blaues Kraut. Schon damit sind wir auch hier im blauen Bereich. Und blaues Kraut brauchen wir eigentlich nicht. Deswegen kommt das hier rein. Mal zufällig noch... Ups, zufällig noch rotes Kraut. Muss man gerade mal gucken. Da können wir nämlich gerade noch mal so mediterrane Gewürzmischung machen.
So. Bietet sich meiner Meinung nach immer an, wenn man das Zeug zufällig parat hat. So. Okay. Oh, Moment. Dann sind wir aber auch schon am Ende von der Episode, ihr liebe Leute. Und ich schwöre, Sarah. War hier nicht irgendwo Schreibmaschine noch? Inventarbox, Videorekorder. Okay. Na gut. Da würde ich aber trotzdem sagen, ich mache an der Stelle meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig, wo es zum Bioreaktorraum geht. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.